Und weiter geht's. So, wir wollten... So, Clarice, oder Claire, ich glaube Claire heißt, ins Büro. So, ein bisschen schneller bitte. So, das war auf B2. So. Was zum... Victoria, was machst du da? Ich? Ich dachte du. Oh Gott, lauf zu den Überwachungskameras. Wo sind denn die? Überwachungskameras. Gibt's im Apfeleimer was Neues? Oh Gott, stinkt das hier. Na, der stinkt immer noch. So, da schauen wir mal noch. Scheiße. Vergiss es, den treffe ich eh nicht. Tja, das war nix. Den haben wir nicht erwischt. Jetzt schauen wir nochmal zu Claire. Hallo? Hallo? Alles in Ordnung? Was war los? Ja, geht schon. Bin ihm hinterher. Aber das Schwein war schneller. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Und was war hier los? Ich hätte nie gedacht, mein Labor würde mal selbst zum Tatort. Er hat das hier hinterlassen. Das Foto einer jungen Frau mit der Aufschrift "Die Nächste". Ich lasse das im Labor näher untersuchen. Wo war das Foto? In ihrem Körper.
Er hat die Fäden unter ihrem Brustbein aufgerissen und es reingeschoben. Wissen die anderen Bescheid? Ja, ich habe oben angerufen und Todd am Apparat gehabt. Ich habe ihm alles erzählt. Er erwartet dich und klang nicht gerade zufrieden. Kann ich mir vorstellen. Und wegen... Vergiss es, das kann warten. Bist du sicher? Browning kann auch warten. Nein, Herzchen, geh du lieber. Dann wollen wir mal den lieben Todd beehren. Und ich räume hier unten auf. Mal sehen, ob ich noch was finde. So, da gibt es wahrscheinlich nichts mehr. Gehen wir mal zu Todd. Keine Ahnung, wer das ist. Aber das sehen wir ja gleich. So, wahrscheinlich im Büro, Omot. Ja, hallo? Hi Vicky, ich bin's. Hi, Richard. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil du so schnell aus der Galerie weg bist. Und angerufen hast du auch nicht. Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Tut mir leid. Aber wir haben noch eine Leiche gefunden und irgendwas an der Sache stinkt. Oh Gott, wie hältst du das nur aus? Ich bin total geschafft und könnte eine kleine Entspannung gebrauchen. So wie vorletzte Nacht. So eine Entspannung tät mir auch gut. Komm doch her, dann zeige ich dir erst die neue Ausstellung und dann entspannen wir uns. Verlockendes Angebot. Aber geht leider nicht. Warum nicht? Weil ich mir erstmal eine Abfuhr beim Chef abholen muss. Sag mal, wieso redest du überhaupt ständig von dieser Ausstellung? Bist doch sonst nicht so eifrig. Naja, ich habe da eben einen Künstler entdeckt. Nicht ich allein natürlich, sondern mit ein paar Leuten von der Chicagoer Kunstakademie. Wir sind bei einer Auktion auf ihn gestoßen. Ein Maler aus L.A., der ursprünglich aus Chicago kommt. Heißt Mark Ackermann. Die Leute von der Akademie und ich haben fast alle seine Werke gekauft. Aber einige fehlen noch. Für eine Ausstellung reicht's aber schon. Richard, tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Oh, Entschuldigung. Ich bin mal wieder nicht zu bremsen. Macht nix. Ich melde mich dann. Okay. Pass gut auf dich auf. Ja klar. Also, tschüss. Tschüss. So. Weiter geht's. Heute. Ins Büro. Ja, Nein, ja, ich weiß, aber... Ja, aber... Was geht hier eigentlich vor? Ja, Ein Verdächtiger ist ins Leichenschauhaus eingebrochen? Agent McPherson und Inspektor Miller. Ich will Sie sofort in meinem Büro sehen. Und dann können Sie mir auch gleich einen Kaffee mitbringen. ich muss auflegen. Tschüss. Victoria, könntest du... Keine Panik, Miller. Ich deck dich schon. Du musst den Bericht fertig machen. Ich besorg schon den verdammten Kaffee. Und heute in Chicago weiß, Agent McPherson holt ihrem Chef nen Kaffee. Brauchst nicht noch einen draufzusetzen, ne? Sorry. Ich habe übrigens auch gute Nachrichten. Erzähl ich dir dann nachher. Sag schon mal, worum es geht. Einige Indizien passen zusammen. Wir haben vielleicht eine heiße Spur. Und du hast noch nichts gesagt? Nein. Ich wollte mich erst mit dir besprechen. Okay. Wir sehen uns nachher. So, jetzt dürfen wir unseren Boss einen Kaffee holen. Und da haben wir doch schon mal irgendwo eine Tasse gesehen. Und zwar in dem Verhörraum. Da haben wir es. Kaffee gibt's da hinten. Sehr schön. Ich brauche keine Servietten. Ich brauche auch keine. So, gehen wir mal zum Chef eine.
Da muss ich nicht hin. Achso. Hier, Ihr Kaffee. Danke. Und was habe ich diesmal verbrochen? Sagen Sie mal, hatte ich nicht Sie und Miller herbeordert? Auch egal. Solange Sie nicht vergessen haben, dass Sie nicht alleine arbeiten. Das habe ich keineswegs. Okay, dann spucken Sie mal aus. Was war heute Nacht los? Der Täter ist vermutlich durch die Garage reingekommen. Das weiß ich bereits von Claire. Ich will wissen, was draußen los war. Ich habe ihn mit dem Wagen verfolgt, bis er in einer Gasse über eine Feuerleiter aufs Dach geklettert ist. Als ich oben ankam, verpasste er mir mit einem Stück Holz einen Schlag auf die Schulter und dann entkam er über die andere Feuerleiter. Vielen Schüsse? Ja, einer. Irgendwelche Spuren? Nicht wirklich. Nur wie das nächste Opfer aussieht. Oh, nur keine voreiligen Schlüsse ziehen. Claire sieht sich gerade die Datenbank an, ob sie irgendetwas findet. War's das? Ich habe nämlich noch zu tun. Ich werde Ihnen vorübergehend die Leitung dieser Untersuchung entziehen müssen. Was? Wieso? Weil man leicht durchdreht, wenn man sich zu sehr mit einem Fall identifiziert. Da wären Sie nicht die Erste. Und dreh ich vielleicht gerade durch? Ihnen stinkt's lediglich, dass wir in den Nachrichten wie Blödmänner dastehen. Es geht Ihnen doch bloß ums Image. Es geht darum, wie Sie sich in letzter Zeit aufführen. Wir brauchen Ergebnisse und Sie anscheinend eine Pause. Das ist doch völliger Quatsch. Da sehen Sie es selbst. Wissen Sie was, Browning? Was ich an Ihnen besonders schätze, ist Ihr Feingefühl. So, jetzt ist uns da voll entzogen. Jetzt reden wir mal mit Miller. Und? Alles in Butter? Er hat mir den Fall entzogen und übernimmt ihn wahrscheinlich selbst. Ach du Scheiße. Tut mir echt leid. Lass gut sein. Wird weder das erste noch das letzte Mal sein. Von welcher heißen Spur hast du vorhin eigentlich gesprochen? Du sagtest doch, ich soll die Infos von Opfer 4 und 5 vergleichen. Und ich hab da vielleicht was. Spuck's aus. Du meintest, die letzten 2 Opfer hätten den Täter vermutlich gekannt, weil er ihr Gesicht verdeckt hat. Ich hab jemanden, der beide kannte. Ein gewisser Vaclav Koller. Allerdings fand ich keinen Zusammenhang zwischen ihm und den ersten 3 Opfern. Wie bist du denn auf seinen Namen gestoßen? In Claires Bericht zu Opfer 5 fand ich ein Foto, das aus der Handtasche der Leiche stammte. Da sind das Opfer, eine andere Frau und ein Typ drauf, der mir irgendwie bekannt vorkam. Weil ich ihn nämlich wegen des 4. Mordfalls verhört hatte. Er war ihr Mentor an der Uni. Also las ich nochmal meinen eigenen Bericht und ich bin mir sicher, dass es derselbe Typ ist. Und kannten sich Opfer 4 und 5? Bisher gibt's dafür keine Anzeichen. Aber sie kannten beide diesen Typ. Vielleicht sollten wir ihn nochmal verhören. Allerdings. Aber das mache ich allein. Mit dir hat er es schon zu tun gehabt. Das könnte ihn nervös machen. Und welche Neuigkeiten gibt's da unten? Der Mörder ist ins Leichenhaus eingebrochen und hat uns ein Foto des nächsten Opfers hinterlassen. Das soll wohl ein Scherz sein. Von wegen ein Scherz. Der Typ ist ein verdammtes Arschloch. Du solltest runtergehen und es dir ansehen. Claire macht noch ein paar Tests und schickt es dann ins Labor. Meinst du, man kann sich da runterwagen? Inzwischen? Ja. Okay. Ich guck's mir an. Und ich statte Koller einen Besuch ab. Ich habe dir die Adresse auf deinen Bordcomputer geschickt. Und ich versuche, den Freundeskreis des letzten Opfers zu befragen. Vielleicht finde ich die andere Frau auf dem Foto. Tu das. So. Kapitel 3. Jetzt sollen wir den Koller besuchen. Das machen wir auch direkt. So, oben auf B1. Campus.
Schauen wir mal, ob der Typ da ist. Mit der kann man nicht reden. So. Wer ist da? Agent McPherson, FBI. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn Sie einen Augenblick Zeit hätten. Für eine solch charmante Agentin immer. Kann ich reinkommen? Natürlich. Hätte mich gewundert. Was? Nichts. Hab mit mir selbst geredet. Ach so. Kennen Sie eine gewisse Natalie Kenworth? Ja, kannte ich. Also wissen Sie vermutlich, dass sie vor einem Monat umgebracht wurde. Ja, darüber habe ich auch bereits mit einem Ihrer Kollegen gesprochen. Das weiß ich. Aber wie haben Sie sie noch gleich kennengelernt? Waren Sie Studienfreunde? Gute Freunde? Oder hatten Sie vielleicht ein Verhältnis mit ihr? Ich war ihr Mentor. Sie studierte Kriminologie und ich half ihr bei manchen Kursen. Sie kam oft her. Kennen Sie Cynthia Woods? Cynthia Woods? Nicht, dass ich wüsste. Ganz sicher nicht. Vielleicht hilft Ihnen ein Foto auf die Sprünge. Ach, die. Stimmt. Sie ist eine Freundin meiner Nachbarin. Ich habe sie schon mal auf einer Party gesehen. Von da stammt das Foto. Sie kennen Cynthia also nicht näher? Nein, sie ist mir mit meiner Nachbarin befreundet. Hab sie vielleicht zweimal getroffen, bei der Party und mal im Flur. Wieso? Sie wurde brutal ermordet in einem verlassenen Gebäude gefunden. Sie glauben doch nicht. Hören Sie, ich schreibe ständig an meine Arbeit und gehe kaum raus. Ich war nur auf Mias Party, weil sie mich eingeladen hat. Hat sie bestimmt getan, damit ich mich nicht über den Lärm beschwere. Mia ist die andere Frau auf dem Foto? Ja, sie wohnt nebenan. Worüber schreiben Sie Ihre Arbeit? Über einen Serienmörder, der Ende der 20er Jahre als der Ripper von Perlovka bekannt war. Was Sie nicht sagen. Kennen Sie den Fall? Kann sein. Darf ich mal einen Blick reinwerfen? Na klar, ich drucke Ihnen gerne ein Exemplar aus. Also ein Kriminologiestudent, was? Hatten Sie schon mal Professor Pratt? Nein, aber ich kenne ihn. Wir sprachen mehrmals über seltsame, ungelöste Fälle. Hat er noch immer so einen schlechten KG? KG? Körpergeruch. Auf Deutsch stinkt der noch immer so. Allerdings. Also, kriege ich nun ein Exemplar? Klar, ich bin gleich wieder da. Das ist meine Chance. Ich sollte irgendwas mitnehmen, um Fingerabdrücke zu bekommen. So. Fingerabdrücke. Die Zeitung vielleicht. Ich will keine Samenprobe, sondern Fingerabdrücke. Entschuldigung. Vielleicht ist Glasl. Das mitzunehmen wäre zu riskant. Was denn dann? Clockwork Nightmare mit Boris Falkov und Oscar dem Roboter. Kenn ich nicht. So, die Flaschen. Na also, da hätten wir genau das Richtige. Hier, Vielen Dank. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Ihre Meinung würde mich brennend interessieren. Kein Problem. Sie haben nicht vor, das Land zu verlassen. Nein. Okay. Danke für Ihre Hilfe. Ich melde mich wieder. So, und jetzt? Jetzt haben wir die Flaschen. Mit Fingerabdrücke. Sollte man vielleicht wieder ins Büro von. Hallo? Ich bin's.
Was gibt's? Nicht viel. Wollte dir nur sagen, dass ich mal bei der Mitbewohnerin von Opfer 5 vorbeischaue. Vielleicht kann sie uns mehr über Wacklav und das andere Mädchen auf dem Foto sagen. Nicht mehr nötig, ich weiß, wer sie ist. Waclavs Nachbarin. Bin gerade mit dem Verhör fertig. Und wie lief's? Der ist unschuldig. Hat doch überhaupt nicht das nötige Profil. Aber ich habe eine Kleinigkeit mit Abdrücken drauf mitgehen lassen und geb's Claire, damit sie's vergleicht. Gar nicht so dumm. Aber was würde es uns schon nützen? Das können wir eh nicht gegen ihn verwenden. Ja, ich weiß. Und falls du was von der Mitbewohnerin erfährst, rufst du an, okay? Klar. Tschüss. Ciao. Das wäre geklärt. Ab zu Claire. So, Büro. Haben wir da?